divorce contract up. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Okay. Hand over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Das ist ja voll Magic! I told you I don't want to talk right now. Und endlich schwimmt immer am Ding nach. I wonder The hell? what he saw. Dann die Buchstaben. Die Ente da verwitscht. Nein, bringe ich jetzt auch noch, aber dann. Oh. It reminded me so much of Calvin. Tschüss. Lost in his imagination. Was ist das, Mann? Wie geil ist das? Whatever it was he saw. Ja, aber was ist jetzt für dir? Hä? Was mache ich eigentlich? It sure made him happy. Geil. I know how silly it sounds. What the fuck? But I worried about a baby being too Aber wir müssen, glaub das so machen, wirklich, hä? Irgendwie. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us. About the world he saw. Geil. There's Oh, so much I don't understand. About Gregory. About everything. Es ist so geil, das Spiel. Also jetzt mal mehr, es ist wirklich mega geil gemacht. Also jetzt nicht nur das, alles. Es ist all die Geschichten, oder so mega speziell. But I know what happened wasn't your fault. Ja. Nein! I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Wie passend der Frosch noch, den man jetzt gehört hat. Eis. Ja, aber also ich weiss nicht, mir lässt doch nicht das einjährige Kind allein in der Badewanne, also keine Ahnung. Ich weiss ja nicht. Doof. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet...
A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Das ist ein herrliches Spiel. Kann nicht abstürzen. Oh, kann ich, aber passiert noch nie. Oh, da, ja, da sind wir. Also jetzt nehmen wir mit. Nein, kann ich nicht. Aber jetzt erkennt... Ah, da, hä? My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Ja, so ist es halt. Solltest du machen. Aber wie mache ich da weiter? Also ich bin gerade ein bisschen... Oh! Ah, schau! Aber das da... Wo dann Seich machen? Kann man da noch ein Seich machen? Ja! Da, ja, schau! When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Oh, wow. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Also noch mehr mitziehen? Oh, wow. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Das sieht einfach so geil aus wieder. Ich wünschte, ich könnte. Wo bin ich jetzt? Oh, oh. Hallo? Oh. Oh oh, es blitzt. Oh oh! Da habe ich noch mehr zum Mitnehmen. Muss ich jetzt alles aufsammeln da so nach. Oder wie läuft das jetzt hier? Weiß nicht. Und... oh. Ah, dann nehmen wir ja noch mit. Komm jetzt, das muss ich machen. Oh. Geht das nicht? Ja. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, was ich muss machen. Der irgendwie geht auch nicht. Macht die Musik noch lauter, ja. Hey, ja, es tut mir leid, ich fliege gerade ein bisschen unbeholfen. Aha. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen muss.
Ich weiß es wirklich nicht. Ui! Ja, jetzt auf einmal geht's. Hoppla. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Ja. Toll! She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Ja. Ja, das ist so ein bisschen ein Bengel gewesen, der nicht gelesen hat und so. Ja, no. Herzen genommen. Einer nach dem anderen. Das ist so mies. Oder? Ich meine, irgendwann machst du dich Sorgen, oder eben, sie haben dann einfach irgendwann mit dem Tod gelebt, oder ja, die einen sind sind so umgegangen, die anderen ein bisschen anders mit der ganzen Geschichte, oder diesen Geschichten, diesen Schicksalsschlägen, Unfälle, Tragödie, wie auch immer das man es nennen. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Ja, das ist nicht gerade weit weg, aber... Alright, dann geht's raus. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Aha. Sanjay, der ist nämlich, genau. Oh. Ah. Dort oben links, unter dem Louis. Ja, das sind die angeheirateten, die Blättli. Das ist also der Vater. Alright. Der Sanjay, Mann. Geile Computer. Ich kann es wirklich im Fall nicht lesen. Ich würde mich jetzt noch wundern, nicht? Da ist ein Highschool-Ausweis so oben, aber das auf diesen Post-it-Zetteln nicht. Ich würde jetzt irgendwie noch ist... Call Mom and Grandmom once a week. Okay, irgend sowas. Die Schrift ist wirklich nicht so schön, dass man es irgendwie kann... Ja. Man kann ja pausieren, wenn man es unbedingt mitlesen. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Ja, weiter geht's. Louis was born a year later. Wir gehen immer weiter rauf. Oder runter. Nein, können wir nicht. Wir gehen rauf. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. Der Milton nimmt mich aber eigentlich am meisten Wunder. Ein kleines Gärtchen, was wir da haben.
Sonst aber nicht The weiter house had to get a little spektakulär. bigger, but Edie was used to that. Eben, von wegen, ich habe glaube mal irgendwann etwas angetönt, von wegen der Kinderzimmer, die sind ja wirklich immer noch alle gleich. Also die sind ja nie verändert worden. Ich meine, sonst kennt man es ja eigentlich, dass, keine Ahnung, wenn einmal der grössere Bruder auszieht oder, was auch nicht, halt älter wird, dann wird er vielleicht nicht mehr zusammen mit dem kleinen Bruder im gleichen Zimmer wohnen. Oder eben, er zieht aus und dann kommt dann das Zimmer der nächste Brüder rüber oder so. Oder eben dann irgendwann mal der Sohn oder von irgendjemandem oder wie auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass man eigentlich das Zimmer weitergibt und nicht einfach das Zimmer so lässt, wie es sind und einfach ein neues oben drauf baut. Das ist da doch sehr speziell bei den Finches. Sieht man es irgendwie. Wo sind die eigentlich zuoberst, hä? Ah ja, guck, da geht's noch rauf. Jetzt wird's nicht so gut. Aber ich glaube, es geht noch weiter rauf. Ja, da geht's noch weiter rauf. Ja, einiges weiter rauf. Da haben wir doch noch etwas vor. And for a while, things were good. Almost normal. Da ist Schule gegeben, oder was? Hä? Das ist so ein kleines Klassenzimmer. But it didn't last. Ja. History. Ja, ist schon strange Familie schlussendlich. Ich meine, klar, wenn da so viel Scheiße passiert und so, dann weiß ich nicht, wie du dann das alles handhaben willst und dann weiterleben willst, wie du das alles machst. Und einer nach dem anderen wegstirbt. Darum ich verurteile gar nicht. Aber ja, ist halt doch nicht normal, ja. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Das ist also der Milton. Okay, wahrscheinlich ist die Tür zu und dann können wir dort rein. Wir schauen noch. Natürlich. Ja. Yeah. Ja, dort geht es schon rauf. Ja, aber könnte ich denn jetzt da auch... Ich bin jetzt da rausgekommen. Da schon rauf. Ja, da könnte ich auch schon rauf, aber das wollen wir ja nicht. Wir gehen jetzt zuerst mal da rein.